Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge World of Warcraft. Wir hocken momentan in dem Problem fest, dass wir noch 2 Weltenquests in der Bastion abschliessen. Und ich habe mir gedacht, das können wir doch jetzt gerade mal ganz kurz erledigen. Und zwar würde ich sagen, wir gehen hier an und fliegen hier auf, oder wenn wir komplett alles aufreiten. Weil wir müssen hier von denen, wir müssen noch 2 Weltenquests erledigen. Und ich denke mir, das können wir ja eigentlich in dieser Folge machen, dass wir uns hauptsächlich jetzt mal um die Weltenquest kümmern. Und dann können wir uns in der nächsten Folge, wenn das gut läuft, nämlich wieder um Kampagnen kümmern, auf die ich mich schon sehr freue. Für das mache ich doch das alles. Damit ich mich kann um Kampagnen kümmern. Darum würde ich jetzt mal sagen, let's go. Ich reite glaube ich, rauf. Weil wenn ich mich bis da fliegen lasse, muss ich trotzdem... Nein gut, da ist ja gerade so eine Transportfläche. Komm, wir fliegen in dem Fall. Dann hoffe ich, dass nicht wieder so gleiche Probleme auftreten wie beim letzten Mal, wo wir geflogen sind. Da ist aber plötzlich mein ganzes Bild weg und ich muss neu starten. Bitte nicht nochmal, aber eigentlich sollte jetzt alles einwandfrei funktionieren. So. Die Archon leite euch. Einmal aufwärts, auf dem wunderschönen Mount. Das muss ich sagen, das würde mir eben auch gefallen, das Mount da. Das würde mir auch gefallen. Dort ein bisschen rumfliegen. Gut, aber das ist auch eine Frage, die ich mir immer noch gestellt habe. Kann man in der Bastion irgendwann mal selber fliegen? Weil bis jetzt haben wir ja nicht können fliegen. Also wir haben nicht können auf unserem Reittier da umeinander fliegen oder ob man das lernen muss oder sonst irgendetwas. Ich weiß es nicht. Also wenn ihr es wisst, bitte Kommentar, würde ich mich freuen. Sonst muss ich da wirklich mal noch genauer durchlesen mal. Wo genau ich das... Aber ich will ab und zu lese ich mal nach, ab und zu vergesse ich es dann immer wieder mal. Und dann kann man die Frage plötzlich während dem Aufnehmen wieder in den Sinn. Aber ich glaube, ich schaue in dem Fall mal nach, ob das überhaupt möglich ist, ob das überhaupt geht, da in der Welt von den Toten. Oder ob das gar nicht möglich ist. So, wir haben hier unser wunderschönes Mount, das nehmen wir auch. Vom Ardenwald, damit die alle wissen, woher wir kommen, um ihnen helfen. Und dann müssten wir da auf die Plattform drauf gehen. Mit der Plattform kommen wir dann runter. Jawohl, okay. Und dann machen wir das auf zu der ersten Weltquest von diesen 2, die wir würden erledigen. Nein, ich wäre aber lieber jetzt auf diese Seite runterkommen irgendwie. Jetzt muss ich ja trotzdem irgendwie alles rundherum reiten, ausser wir machen die da zuerst. Also gut, dann machen wir die da zuerst und dann können wir noch auswählen zwischen... Die ist abgelaufen, die gibt es nicht mehr. Die ist 0 Minuten. Also, die lohnt sich nicht mehr. Die ist noch 4 Stunden und die ist noch 14 Stunden. Dann machen wir uns jetzt einfach mal auf da hin. Zu der da. Dann können wir ja da am Weg entlang. Also hätte es ja fast mehr gebracht, wenn ich da einfach raufgeritten wäre. Hätte ich direkt so und dann da am Bogen machen. Jetzt müssen wir trotzdem noch irgendwie alles ein bisschen rundherum laufen. Rundherum reiten, nicht laufen. Also laufen würde ich mir nie antun. Das würde eine Ewigkeit dauern in World of Warcraft. Die Maps sind ja riesig. Da haben wir irgendwo noch ein Kistchen, aber das lasse ich jetzt mal links liegen. Sind das gute Gegner? Nein, gute. Dann können wir da nämlich über die Wiesen rein. Dann muss ich da nicht extra alles rundherum laufen. Jetzt muss ich aber schauen, weil das geht, glaube ich, in eine Schlucht rein. Nein, ich muss auf dem Weg bleiben. Gibt's ja gar nicht. Ich muss da irgendwie in eine Schlucht rein. Und machen müssen wir Ätherwürms töten und Verwalter evakuiert. Also wir müssen 8 Leute evakuieren und 15 Ätherwürmer töten. Und da zum Weg abwärts. Okay, perfekt. Ab in die Schlucht. Schauen wir uns die Weltenquest von näher an. Schauen wir uns doch die Weltenquest von näher an. Ich habe Berichte über Wildtiere erhalten, die in der Nähe Chaos stiften. So, dich müssen wir retten. Ich hab dich auf dem Weg freigemacht. Die solltet gehen. Bitte stellt wieder Ruhe her. Lieber gern, mach ich doch. Ich stelle wieder Ruhe her, ich bin schon mit drin. Mach dir keine Sorgen, das ist eine schnell erledigte Aufgabe. Also kommt ganz darauf an, wie lange wir brauchen, um so viele Würmer zu töten. Aber sonst sollten wir im Großen und Ganzen eigentlich nicht so lange haben. Obwohl die stärker sind, als ich erwartet habe. Und dann töten wir auch gerade, wenn er uns da schon so anlächelt. Der hat, glaube ich, weniger Leben als der hat mehr gehabt. Also es gibt Schwächere und Stärkere, dann müssen wir einfach schauen, dass wir ein bisschen mehr die Schwächeren rauspicken. Dann sollte das eigentlich gut funktionieren. So. Befreien wir den da schnell. Ich habe euch den Weg freigemacht. Ihr solltet gehen und zwar sofort. Alle. So, das ist wieder ein stärkerer Schade. Okay, jetzt habe ich schnell drauf geklickt. Oh, da ist zu tief. Da schwimmen wir. Aber egal. So kommen wir wenigstens langsam vorwärts, wenn wir da auch die Stärker ein bisschen töten. Weil wie wir sehen, sind da auch noch andere Spieler unterwegs und dann ist halt die Frage von der Frage, ob ich dann genug schnell vorwärts komme. So, da hat es niemand zum Befreien. Aber der ist jetzt da zum Beispiel alles am Töten und Machen und am Tun. Na, den können wir befreien da. Den da. Willkommen. Weg! Abfahren! Wir haben dich gerettet. So. Ah, da greifen gerade 2 aufs Mal an, das ist kein Problem. Können wir einen wunderschönen aus der Eisfalle gefangen nehmen. Und weiter geht's. Dann haben wir 5 fast auf zusammen. Also nachdem haben wir 5 zusammen.
sind wir eigentlich schon gut dran. Okay, du kannst da kommen. Nein, der ist zu stark. Den ignorieren wir. Hallo. Außer Reichweite. Wir gehen lieber den befreien und kämpfen gegen den da. Genau. Der ist nämlich schwächer. Ich habe euch den Weg frei gemacht. Du sollst gehen. Hopp. Hab Dank. Geht und dient. Wem diene ich? Ich diene mir selber und den Quests, die mir Gold bringen. Muhahaha. Ich kann das nicht angreifen. So, da. Drachenvolk mal noch wieder aufheilen, die Arme. Ziel. Hä? Ich habe noch ein Visier gehabt. Oh Jägeli. Oh Jägeli. Also ab und zu gibt es Weltenquests, die gehen ewig und sind mega schwer. Und es gibt ab und zu Weltenquests, wie in der letzten Folge, wo wir einfach da mit den Rekruten anstehen, ein bisschen mit ihnen trainieren, die ich dann mega nice finde. Also ab und zu frage ich mich, ob das gut ausbalanciert ist auch. Kein Ziel. So. Töten wir den noch ganz kurz. Dann haben wir schon 9 zusammen. Dann fehlen nur noch 6. Also zumindest hilft die haben wir schon mal. Das ist ziemlich nice. So, voilà. Visieren. Erledigt. So. Da haben wir 2. 2 Gefangene. Die können wir gerade befreien. Nice. Ich habe schon gedacht, wir finden gar keine mehr. So, Weg ist frei. Hoppla. Und Weg ist frei. Hoppla 2. In welchem Tempel? Nirgends. So, Freizeitlust. Ich bin ein Freizeitjäger. Aus Langeweile habe ich dir jetzt geholfen. So. Das ist halt wieder ein bisschen stärker, aber das sollten wir auch so ohne Probleme noch anbekommen. Bei denen ist es mühsam, dass meine Vögel nicht rechtzeitig töten. Ah doch, jetzt hat es gelangt. Weil meine Vögel ablaufen und bis dann tot ist, dann wird ja die Abblinkzeit, kommt das Abblinkzeit über, sonst nicht. Komm, hoppla, bist frei? Der hat noch 11'000, den haben wir. So, Aspiranten fehlt uns noch einer, von denen fehlen uns noch 5. Also ich denke, wir sind gut dran. Ne? Ich denke, wir sind gut dran. Das ist auch nochmal einer, der weniger hat. Nachher gehen wir da rauf zu dem da. Dann befreien wir ihn, dann haben wir nämlich wenigstens das schon mal erledigt. Dann können wir uns nur ums Töten kümmern. Ich denke, das ist schon ein ziemlich guter Vorteil. Zuerst etwas anvisieren. Ja, das ist ein stärkerer. Schaffen wir die jetzt befreien, ohne müssen gegen den Stärke zu kämpfen? Jawohl. Dann kämpfe ich lieber gegen 2 Schwache, weil sie sind so stark wie eine der Grossen. So. Und da hinten greift uns gerade nochmal einen an. Der ist uns gerade ins Netz gelaufen, weil das ist nämlich der letzte, den wir brauchen. Und dann haben wir die Weltquest abgeschlossen. Haben Nice. wir mit den Kreaturen der Bastion in Frieden Also? gelebt. Es Hier hab ich. schmerzt uns alle, sie so leiden zu sehen. Habt Dank für eure Hilfe. Bitte immer wieder gern. Freut mich, dass wir irgendwie haben können helfen. Aber jetzt muss ich den Weg herausfinden und das ist ein Riesenfisch. Grossuranitis. Saligrossuranitis. Du nervt mich jetzt nicht. Ich muss jetzt den Weg aus der Schlucht finden irgendwie. Wie sind wir da reingekommen überhaupt? Da durch? Nein, das ist einfach der Wurmitis. Oder gibt es keinen Weg rauf? Wir müssen da wieder den Weg gegen rauf finden. Das ist jetzt da hinten, am Rand. Soll ich gerade sagen, das ist schwieriger an dieser Weltenquest, wieder den Weg rauszufinden. Der Rest war nicht so drastisch gewesen. Und dann würden wir uns aufmachen zu dem da. Da gibt es sogar noch einen neuen Gegenstand. Der bringt uns aber nicht allzu sehr etwas. Den würde ich 4 Stunden ablaufen. Verteidigt Heraklor oder Geweih eines Wolkenwanderers. Jetzt müssen wir uns entscheiden, was wir von diesen 2 würden machen. Der würde uns halt Anima bringen. 3x35. Und wir brauchen ja eigentlich unbedingt mal noch Anima, dass wir mal die 1000 vollbringen. Dann würden wir nämlich auch automatisch noch eine Raumstufe steigen, was natürlich ziemlich nice wäre. Aber ich würde sagen, komm, wir machen einfach mal gerade die da. Die näher ist, weil die Verteidigung Heraklor kann ich mir vorstellen, dass die ein bisschen länger geht, als Geweihe eines Wolkenwanderers zu finden oder zu bekommen. Für das müssten wir jetzt zuerst mal dort finden, hä? Alles so kompliziert und verzwickt da. Auf, ab, links, rechts, geradeaus. Aber ich glaube, das sind wir schon mal gesehen. Das sind, glaube ich, Die jetzt... Rivalität zwischen Nemea und Pelodis dauert schon äonenlang an. Ja, das kennen wir. Sie finden für euch sicher Verwendung. In aller Freundschaft, versteht sich. Alles klar. In aller Freundschaft findet sie sicher Verwendung für uns. Wir müssen von denen töten, von diesen Hörnli-Typen da, von denen. Und von denen kommen wir dann die Hörnli über. Okay, ich würde sagen, wir machen uns direkt mal da auf und schauen mal, ob wir ein paar finden. Ah, da hinten haben wir gerade mal einen. Okay, und dann müssen wir 4 Geweihe finden von denen.
Das ist ja easy. Das ist ja eigentlich easy. So lange töten, bis wir 4 haben. Schade eigentlich, weil es sind mega schöne Kreaturen. Und die wollen ja eigentlich nichts Böses. Aber wir müssen es machen. Wir müssen es machen. Es tut mir leid, wir müssen es machen. So, dann haben wir auch gerade. Das erste Geweih haben wir schon mal. So, den holen wir auch, den holen wir auch. Hallo. Ich bin da etwas am Erledigen. Da. So. Ich will gerade ein paar mehr aufs Mal töten versuchen. Genau. Voilà. Und 3. Jetzt fehlt es schon nur noch einer. Jetzt fehlt schon nur noch 1 Geweih, dann haben wir die Weltenquest schon abgeschlossen. Ja, mega nice. Das ist jetzt wirklich schneller gegangen, als ich erwartet habe. So. Gib mir das letzte. Komm. Jawohl. Okay. Weltenquest abgeschlossen. Geweihe platziert. Wo muss ich jetzt die platzieren? Ah, mit der Verteidigung Heroklo. Den müsste ich verteidigen für die nächste Weltenquest. Aber die ignorieren wir jetzt. Wir sind nämlich an der dran. Ne? Und die läuft eigentlich schon immer frei. Wir müssen nur noch Geweihe platzieren. Da oben irgendwo. Und dann haben wir die Weltenquest schon abgeschlossen. Das ist ziemlich schnell gegangen. Hätte ich nicht erwartet. Ich habe gedacht, da brauchen wir ein bisschen mehr Zeit. Aber das ist ja ziemlich gut für uns. Das heisst, wir können schneller die Nachtfee-Kampagne weiterschalten. Und dann können wir uns wirklich in der nächsten Folge wieder um die Nachtfee-Kampagne kümmern. Was ziemlich nice ist. Auf das freue ich mich schon ziemlich gut. So, wo muss ich die platzieren? Da oben. Da rein. Okay. Öffnen. Geweihe platziert. Auf Andrea aufgesessen. Hey, aber wieso muss ich jetzt noch mehr machen? Ah, muss ich da wieder fliegen? Das haben wir doch schon mal gemacht. Hä? Ich muss aber schnell schauen, wo sind denn die Tore, wo wir durchfliegen müssen. Letztes Mal hat es so Türen gehabt, wo wir durchfliegen müssen. Ah, dort war das erste gewesen. Oh Mann, ich knuddle. Aber wenigstens haben wir wunderschöne goldige Flügel gehabt, mit denen wir landen können. Fliegt durch die Ringe. Also das haben wir ja schon mal gemacht. Das sollten wir jetzt eigentlich gut anbekommen. Ich habe jetzt ein bisschen zu blöd gewesen, zum Schauen. So, der erste Ring ist da. Da. Da hinten. Oh! Wo ist der nächste? Da. Jetzt fliege ich wieder rückwärts. Okay. Okay, irgendwie sind wir aus dem Weg zurückgeflogen. Aber das hat auch funktioniert. Wir haben es schon fast voll. Irgendwie hat das auch funktioniert, dass ich aus Versehen rückwärts geflogen bin. Aber jetzt lass mich natürlich da in der tiefsten Schlucht von der Schluchten runter. Du bist doch wirklich nein. Also. Ach Jägeli, jetzt müssen wir alles wieder aufreiten, dass wir wieder fliegen können. Das finde ich jetzt ein bisschen gemein. Jetzt habe ich mir das so gemütlich vorgestellt, da 4 Geweihe einsammeln, Quest beenden. Und am Schluss muss ich dann doch noch da irgendwie umeinander fliegen. Mühsam, mühsam. Mühsam. So, wieder da rauf. Bin ich überhaupt richtig? Jawohl. Ah, da komme ich nicht drauf. Da. Ah, zack, komm jetzt. So. Nein, es hat funktioniert. Dann müssen wir halt nochmal fliegen. Noch 20%. Das sollten wir ja auch noch bekommen. So. Die Dankbarkeit Nice. des einen ist die Motivation des anderen. Eure Bitte, Taten bitte. machen die Bastion stärker. Gern, gern. So. Wir haben 2 Quests abgeschlossen. Und zwar Hilfe für Bastion und ein Ruf der Bastion. Was bedeutet, wir können uns jetzt eigentlich zurück machen, Richtung Ardenwald. Und können die Quest abgeben, um Raumstufen zurück zu bekommen. Ich frage mich jetzt ganz, wo der Flugplatz da ist. Der ist ja da irgendwo in der Mitte rein. Das heisst, ich muss irgendeine Plattform finden, um draufzustehen. Dann fliegen wir zurück in Ardenwald und dann würden wir eigentlich die Nachtfee-Kampagne freischalten. Und sogar 2 Stück aufs Mal, nicht nur eine. Das heisst, wir haben ein bisschen mehr drin zu tun, was ziemlich cool ist. Weil wir sind die Kapitel jetzt ein bisschen zu kurz gewesen. Also der Boss ist mir mega schnell vorbei gewesen. Die haben wir ja wirklich mega schnell erledigt eigentlich. Darum hoffe ich, dass wir jetzt mit 2 Hauptkampagnen erstens mal mehr erfahren. Also die Nachtfee-Kriegerin wird wahrscheinlich wieder mit der Tyrande sein, gehe ich davon aus. Und die andere weiss ich nicht genau, was sie soll sein. Im Dust. Im Dust ist es Frust mit Trust. Frust mit Trust. Und die Flucht der Nachtkriegerin, das hat wieder mit der Tyrande zu tun. Aber das sind schon mal gute Sachen. So, jetzt müssen wir einen Flugpunkt finden. Flugpunkt.
Und dann hoffe ich eben, dass wir pro Kapitel, das wir abschliessen, eine Raumstufe wieder bekommen. Weil dann können wir nämlich direkt sogar wieder die nächste machen. So, jetzt fliegen wir dann wieder zurück in Ardenwald. Dann hoffen wir, dass wir nicht so viele Probleme haben wie beim letzten Mal. Das ist das einzige Mühsame, dass man die ganze Zeit ein bisschen hin und her fliegen muss. Das dauert halt am meisten. Das braucht wirklich eigentlich am meisten Zeit vor allem, dass wir das hin und her fliegen. So, das ist abgeschlossen. Jetzt wäre eigentlich noch die Herausforderung mal Draxus, die in 2 Tagen abläuft. Jetzt ist halt die Frage, ob wir die noch anbekommen. Weil das wäre wieder eine Raumstufe mehr. Wie viele Raumstufen haben wir jetzt? Jetzt haben wir ja 9, glaube ich. Raumstufe 9. Raumstufe 9, 10 und 11 haben wir jetzt gesammelt. Mit 13 wären wir auf 12. Mit einer Raumstufe mehr würden wir schon wieder ein Kapitel freischalten. Nein! Das schaltet auch nur eine frei. Das schaltet auch nur eine frei. Der gehörnte Jäger, Gefährte... Hä? Es hat doch gestanden, dass... Fluch der Nachtkrieg und Ruhestein der Nachtfee. Hä? Fluch der Nachtkrieg und Frust mit Durst. Nein, es ist doch nur eine. Oh Mann. Das ist jetzt gerade wieder ein bisschen erschütternd. Das ist gerade wirklich ein bisschen wieder erschütternd. Ich habe gemeint, jetzt haben wir gerade 2 Kampagnen aufs Mal und jetzt haben wir doch wieder nur eine. Irgendwann sind wir fertig. Und haben es geschafft. Ganz langsam, aber irgendwann haben wir es. Ah, falscher Knopf. So, das Mal haben wir hoffentlich kein Problem, da im Oribos durchfliegen. Aber es sieht eigentlich so weit gut aus. Da unten sehen wir auch den Schlund wieder. Es sieht halt schon verdammt brutal aus. So. Die einzige Frage, die ich mir immer noch stelle, wo ist eigentlich der Arthas? Der Arthas ist auch in den Schlund geworfen worden. Wo ist der? Wo ist der Löli? Das habe ich mir nämlich letztes Mal schon gefragt. Ich frage mich das schon die ganze Zeit, seit WoW rausgekommen ist, ob der Arthas nochmal einen Auftritt hat, also der ehemalige Lich King. Aber ich bin ein absoluter Fan vom Arthas. Hoffe natürlich, dass er nochmal eine Hauptrolle bekommt und wieder auftaucht. Wenn er nicht sogar verantwortlich dafür ist, dass der Kerkermeister fällt. Weil er hat ja den Fluch gelöst, ja eigentlich, vom Lich King. Oder er ist ja durch Schwert und durch Krone ist er verwirrt worden vom Kerkermeister und jetzt nicht mehr. Also das heisst, jetzt ist er ja eigentlich normal drauf im Schlund und es kann ja sein, dass er auf Rachezug geht, um gegen den Kerkermeister vorzugehen. Mal schauen. Das würde mich eben wundern. Aber da sind wir jetzt schon wieder im Ardenwald angekommen. Gemütlich, viel gemütlicher als Bastion. Eindeutig. So. Da können wir das mal wieder abstellen. Den Gegenstand haben wir eben nicht brauchen. Das ist sowieso, glaube ich, eine Stangenwaffe. Ja, die haben wir nicht brauchen. Aber dafür können wir da wieder die verkaufen. Ein bisschen Anima haben wir wieder gesammelt. Was bist du? Die haben wir ja mal noch bekommen. Wir würden kritisch verlieren. Dafür mit Tempo und Vielseitigkeit. Ich bin so kein Fan. Aber es wäre das zweite Teil vom Set, hä? Handschuhe der Runenwächter. Es würde auch mega viel Beweglichkeit, Ausdauer, Rüstung, Tempo, Vielseitigkeit. Und wir haben ein Teil davon schon. Also, die Frage ist, ob wir das uns anziehen. Es macht 1% aus, dafür machen wir 1% wieder da. Komm, wir zielen jetzt einfach mal an. Und zwar einfach aus dem Grund raus, dass wir jetzt 2 Teile davon schon haben. Dann hoffen wir, dass wir vielleicht sogar das dritte finden, weil dann würde sich eben ein Set ergeben und erhöht in Außengebieten der Schattenlande eure Regeneration außerhalb des Kampfes. Der Wert erhöht sich im Lande eures Pakts. Okay? Erhöht in Außengebieten der Schattenlande. Also gar nicht in den Schattenlanden selber, sondern in Außengebieten. Oh, wir können nicht runter, müssen oben mit mir Quest abgeben. Im Außengebiet, also es bringt mir gar nicht in den Schattenlanden, es ist nur außerhalb der Schattenlande. Oder wie muss ich das jetzt verstehen? Ich glaube, ich verstehe das so richtig. Questbände! Seelenband 3 nie auf freigeschaltet. Max Gegenstandstufe für Weltenquests erhöht. Bedeutet, wir kommen jetzt bessere Gegenstände über in den Weltenquests. Und wir können jetzt da beim Seelenband, wir können jetzt gerade mal schon beim Tisch schauen. Wir können, glaube ich, jetzt mal etwas einfügen. Genau, wir können jetzt da etwas auswählen. Entweder Eilpatrouille oder ein Pracht der Natur. Es besteht eine Chance, dass ihr Leder, Fleisch oder Fisch erhaltet, wenn ihr einen Gegner tötet, der Erfahrung oder Ehre gewährt. Oder nach der Bezwingen eines Gegners wird die Bewegungsgeschwindigkeit 2 Minuten lang um 20% erhöht. Kampf hebt diesen Effekt auf. Das heisst, wenn wir jetzt jemanden töten, sind wir 2 Minuten lang 20% erhöht, aber wenn wir wieder in den Kampf gehen, geht der Buff weg. Ist ziemlich nice, also ich frage mich, was das soll bringen mit dem Fleischfisch. Was das soll bringen? Eine Chance, dass ich Leder, Fleisch oder Fisch... Wir sind ja Lederer, also eigentlich wäre es schon cool, wenn wir das direkt so erhalten.
Aber ich würde jetzt mal auf den Buff gehen. Wir benutzen mal den da. Wir schalten mal das frei. Und das komme ich noch nicht über. Ist auf Raumstufe 18. Okay. Let's go. Dann gehen wir mal schnell die nächste Quest abgeben. Hat alles irgendwie offen da. Zumachen. Wollt ihr etwas sehen? Müssen wir für das unten? Oder wo ist die Quest? Da oben. Da hinten. Da. Federleicht, Sally. So viel zu tun. Quest beenden und von ihr haben wir gar keine Raumstufen erhalten. Hä? Hä? Da haben wir wenigstens einmal so etwas bekommen. Wir haben keine Raumstufen bekommen. Wieso haben wir jetzt keine Raumstufen bekommen? Hätten wir müssen... Ah, meine Güte. Dann ist das einfach so eine Weltenquest, die eigentlich voll unnötig war. Voll eine unnötige Weltenquest haben wir gemacht. Ja, nein. Dann müssen wir in dem Fall noch mal Draxus machen oder das Reservoir auffüllen. Wir haben keine andere Wahl. Wir müssen eins von diesen 2 Sachen erledigen. Aber wisst ihr was? Ich würde sagen, das machen wir sicher in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, eine Runde World of Warcraft am Schweizer. Ich hoffe, euch hat es Spass gemacht. Daumen nicht vergessen, Kommentar nicht vergessen, ein Abo, wenn es euch passt, ab und zu mal reinschauen. Danke vielmals fürs Einschalten, bis in der nächsten Folge und wupp, ciao!